Herzlich willkommen in Split. Wir sind jetzt mit dem Nachtzug hierher gefahren. Das ist wahrscheinlich, ich würde sagen, es ist die beste Nachtzugfahrt, die ich je in meinem Leben habe erlebt habe. Ein wahnsinnig guter Zug, richtig breite Abteile, es hatte richtig viel Platz. Es hat mega viele junge Leute gehabt. Ich bin so ein bisschen durch den Zug gelaufen und in jedem Abteil hat es junge Leute gehabt. Vor uns war so ein Karawaner von Spanierinnen, die mit ihrem Köfferchen durch den Nachtzug gehuscht sind. Aber es ist schön, dass so viele Leute den Nachtzug brauchen, dass das so läuft. Vielleicht noch schnell ein paar Infos zum Zug, für die, die das interessiert. Das ist ein spezieller Sommerzug. Der heisst Siu, so ein schlechtes Wortspiel mit Sea wegen Meer. Der wird von der ungarischen Bahn, glaube ich, betrieben, von Maxstart. Und die fahren da mit Schlafwagen nach Split, also von Budapest nach Split. Und es gibt auch noch einen, der nach Slowenien fährt, der ans Meer. Und der ist aus verschiedenen Wegen. Wir waren dann da. Ich bin mir fast sicher, dass das irgendwie ein alter DB-Wagen muss sein, weil das Blau hier, das sieht doch genau aus wie das von den DB-Zügen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Wenn da jemand genaueres weiss, darf ich es gerne sagen. Und ja, es ist wirklich richtig cool. Es war so ein angenehmer, gemütlicher Zug und so eine schöne Fahrt. Am Morgen, so vom 6 bis um 8 fahrt man wirklich durch so schöne Landschaften. Wir müssen eigentlich fast noch mal am Tag durchfahren. Es war so schön. Ja, das zum Zug und zur Fahrt. Heute ist der 15. Juli 2018 und der WM-Final. Kroatien gegen Frankreich. Und Kroatien ist das allererste Mal in einem WM-Final. Wir sind hier. Diese Folge widmet sich ausschließlich diesem Thema. Wir sind hier im Hostel. Oder Hostel kann man nicht sagen, es ist eigentlich eher mehr so ein Wohnzimmer, wo einfach ein paar Betten stehen. Und der Receptionist fehlt. Und der Receptionist hat am Telefon gesagt, dass irgendwie wir doppelt so viel müssen zahlen müssen. Wir irgendwie nur eine Person gebucht haben, aber dafür 4 Nächte statt 2. Und das ist ein bisschen komisch. Jetzt warten wir da noch ein bisschen. Schauen mal, wie das rauskommt. Also, die Sache hat sich geklärt. Er ist vorbeigekommen. Er hat mir das Ding gezeigt, hat immer noch behauptet, das sind 4 Nächte. Und ich gesagt, nein, schau mal, das sind 4 verschiedene Dinge. Schau mal, 15. 16. das sind beide 2 Nächte. Genau. Dann haben wir gezahlt. Und jetzt gehen wir das WM-Finale schauen. Wie ihr seht, die Stimmung ist recht gut. Etwa jeder Mensch hier hat Kroatien-Sachen an, Fahnen, Weltstimmung. Sogar schon Steffi, die überhaupt nicht Fußballfan ist, freut sich auf ein WM-Finale. Ja, das spürt sofort. Keine Ahnung, das spürt es einfach. Da hängt zum Beispiel eine riesige Fahne gerade. Und jetzt gehen wir zum Public Viewing. Ich hoffe, wir sind nicht spät, dass wir noch einen Platz bekommen. Und sonst schauen wir dann. Und wir hoffen natürlich auf die Musik von Kroatien, weil wir ein bisschen festen. Ja! Sie schreibt sich meine Handynummer auf, falls ich irgendwie verloren gehe in all dieser Craziness. Wir haben uns da irgendwo reingequetscht. Das sind ganz viele Fans. Wir sind nicht im offiziellen Bereich, sondern wir sind hinten dran. So, das schauen wir.
vorne sollte eine Leinwand sein, aber ich glaube, wir merken, wenn es Goal gibt. Shows that again. That's how we're going. Fucking grease, man. Es wird ja eine schönere Zeit am Tag für einen Fanmarsch. Perfektes Lied. Wahnsinn, Gott, was geht denn ab? Ich glaube, das hört nicht auf bis morgen. Genau so habe ich mir es vorgestellt. Aber vorausgesetzt, sie gewinnen die Weltmeisterschaft. Ja, Aber sie haben einfach trotzdem eine hure Gaudi, obwohl sie zweit sind. das ist so abgegangen. Finde ich mega. Es geht mega ab. Ich glaube, es geht die ganze Nacht noch weiter. Aber jetzt gehen wir mal in unser tolles Hostel hier. Wir sind alle Schlüssel, die wir gefahren Also einfach in die Wohnung rein. Und schauen mal die Bilder an, weil ich glaube, es hat ein paar richtig coole Fotos dabei. Aber ihr seht es ja hier im Video, oder habt es wahrscheinlich schon gesehen. Dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht. SwissTuber, so etwa 2 Stunden sind vergangen, seit ich zurückgekommen bin ins Hostel, oder wir zurückgekommen sind ins Hostel. Ich habe die Bilder bearbeitet, ich glaube, sie sind recht cool rausgekommen. Finde ich auch. Ihr dürft gerne eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Ich habe es schon auf Instagram gepostet, also die von euch, die mir dort folgen, die haben es schon gesehen und alle anderen, die können wir hier folgen auf Instagram. Das war es. Kroatien ist leider nicht Weltmeister geworden, die Fete ist aber trotzdem recht gross. Wir gehen jetzt noch etwas essen. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir noch etwas filmen. Wenn nicht, dann tschüss und wenn schon, dann bis gleich.